Nun, ich möchte jetzt mit der Predigt beginnen. Das Buch Jakobus, ein äußerst praktisches Buch. Und es spricht so die Dinge so direkt und unverblümt an, oder? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Manchmal, wenn ich im Jakobusbrief lese, dann kommt es mir vor, als ob mir jemand auf die Füße tritt. Das tut im Moment weh, ist aber heilsam. Und wisst ihr, der Jakobusbrief zwingt uns dazu, zum Nachdenken. Und er ist eigentlich wie ein Spiegel, in dem wir erkennen können, wo wir stehen. Wir haben letzten Sonntag von Matthias gehört, dass unsere größten Probleme sind Probleme mit Menschen. Wie gehen wir mit Menschen, wie können wir mit ihnen auskommen? Und in diesem Kapitel 2 heute, der Text der Predigt, sehen wir auch Probleme mit Menschen. Und ich möchte einige Verse lesen von diesem Kapitel. Ich beginne mit Vers 1. Liebe Brüder, wie könnt ihr behaupten, an Jesus Christus, den Herrn der Herrlichkeit, zu glauben, wenn ihr bestimmte Menschen bevorzugt? Nehmen wir zum Beispiel an, in eure Gemeinde kommen ein teuer gekleideter Mann mit kostbarem Schmuck und ein armer Mann in schäbiger Kleidung. Und ihr würdet dem Reichen besondere Aufmerksamkeit schenken und ihm einen guten Platz anbieten. Zu dem Armen aber sagen, du kannst stehen bleiben oder dich da drüben auf den Boden setzen. Zeigt diese unterschiedliche Behandlung nicht, dass ihr euch von falschen Motiven leiten lasst. Dann Vers 8. Wirklich gut handelt ihr, wenn ihr dem königlichen Gebot unseres Herrn gehorcht. Wie es in der Schrift steht, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn ihr aber einen Menschen bevorzugt, werdet ihr schuldig, denn ihr missachtet dieses Gesetz. Vers 12. Bedenkt deshalb in allem, was ihr sagt und tut, dass ihr nach dem Gesetz Gottes gerichtet werdet, das euch frei macht. Denn es wird keine Barmherzigkeit für den geben, der anderen gegenüber nicht barmherzig war. Wer aber barmherzig war, wird auch vor dem Gericht Gottes bestehen. Soweit Gottes Wort. Wisst ihr, es gibt eine Sünde, über die man nicht so oft spricht. Die gibt es aber überall und ist weit verbreitet. Die Bibel nennt es die Sünde der Bevorzugung oder der Parteilichkeit oder des Richtens oder der Diskriminierung und wie wir es heute in dieser Predigt nennen, der Vorurteile. Nun, ich möchte, dass wir heute darüber etwas nachdenken, weil oftmals denken wir, ja, ich habe keine Vorurteile. Aber es gibt so diese subtilere Arten von Vorurteilen, in die wir uns sehr schnell verfangen können. Und Jakobus konfrontiert dieses Problem frontal. Im ersten Vers sagt er, liebe Geschwister, wie könnt ihr behaupten, an Jesus Christus, den Herrn der Herrlichkeit, zu glauben, wenn ihr bestimmte Menschen bevorzugt? In anderen Worten sagt er eigentlich, hey, es ist nicht möglich, an Jesus zu glauben und gleichzeitig Vorurteile zu haben. Nun, was sind Vorurteile? Ich möchte das heute illustrieren mit dieser Flasche hier. Auf dieser Flasche steht ein Wort. Ich weiß nicht, ob ihr es lesen könnt. Die Kamera wird das jetzt nachher heranzoomen, damit es alle sehen können. Seht ihr es schon? Im kleinen Saal noch nicht. Aber dass auch diejenigen zu Hause sehen können, welches Wort steht auf dieser Flasche. Elmer, sagt ihr. Können das alle sehen? Ich sehe das nicht. Was ich sehe, ist 150 CL und alles andere ist viel zu klein geschrieben, dass ich es lesen könnte. Aber wir schauen doch alle dieselbe Flasche an, oder? Aber ich kann nicht sehen, was ihr seht. Außer ich nehme mir die Zeit und gehe um diese Flasche herum und betrachte sie aus eurer Perspektive. Könnt ihr mir folgen? Wenn ich mir die Zeit nicht nehme, eine Situation von allen Seiten zu betrachten, dann können sehr schnell Vorurteile entstehen. Ich könnte sagen,
Ich könnte jetzt ein Vorurteil euch gegenüber haben. Ihr seid Lügner. Und das stimmt. Ihr lügt mich an, ihr sagt, hier steht Elmar, aber ich kann das nicht sehen. Und schon ist ein Vorurteil gebildet. Nun, in diesem Wort Vorurteil stecken zwei Worte. Einerseits das Wort vor, das ist eine Vorsilbe, und das Wort Urteil bedeutet so viel wie eine Verurteilung in einem Gerichtsfall. Und somit ist ein Vorurteil ein Urteil, das ich viel zu früh, viel zu schnell oder ohne die Kenntnis der Fakten treffe. Studien haben gezeigt, dass wir Menschen dazu neigen, uns in den ersten 30 Sekunden, in denen wir jemanden zum ersten Mal sehen, ein Urteil zu bilden. In den ersten 30 Sekunden. Ich möchte euch fragen, ist es euch auch schon passiert, dass ihr hier im Gottesdienst war, vielleicht im Foyer, und jemand hat euch nicht begrüßt, ist einfach an euch vorbeigelaufen, aber ihr habt gesehen, wie diese Person alle anderen begrüßt hat. Nun, was passiert da in deinem Innern? Wie denkst du über diese Person, die dich nicht begrüßt hat? Seht, dass du nicht begrüßt worden bist, das ist eine Tatsache. Das ist geschehen. Aber wenn du jetzt denkst, du weißt, warum diese Person dich nicht begrüßt hat, dann entstehen Vorurteile in dir. Die mag mich nicht. Der hat etwas gegen mich. Und schon habe ich ein Vorurteil in mir, das mir schadet. Und statt dass wir auf die Person zugehen und sagen, hey, du hast mich nicht begrüßt, was ist los? Stimmt etwas nicht? Bilden wir Vorurteile. Und wisst ihr, wenn wir uns anmaßen, die Motive des Handelns von anderen Menschen zu kennen, dann enden wir immer in Vorurteilen ihnen gegenüber. Und die meisten Vorurteile beruhen auf einer Fehleinschätzung. Und sie führen oftmals zu feindseligen Gefühlen, zu Ablehnung oder zu Hass. Ich weiß von einer Person hier in unserer Gemeinde, die wurde nicht begrüßt von bestimmten Personen. Und die hat sich so darin verheddert, dass sie schlussendlich die Gemeinde verlassen hat. Seht, Vorurteile sind schädlich. Ich möchte euch noch ein Beispiel geben. Vielleicht habt ihr das wahrscheinlich alle auch schon erlebt. Ihr seid einkaufen in einem Supermarkt und habt viele Leute. Und da ist diese Mutter mit 3 kleinen Kindern. Das Kleinste im Einkaufswagen schreit wie am Spieß, dass sie die Ohren wehtun. Und die beiden älteren Kinder, die rennen umher, reißen die Dinge aus den Regalen. Und die Mutter, die tut einfach nichts. Und du stehst da und denkst, wie kann man nur? Etwas Erziehung wäre doch... Seht, wie schnell wir über eine solche Mutter urteilen. Nun, es gibt so viele Situationen im Leben, in denen wir in Gefahr stehen, Vorurteile zu haben. Ich habe ein paar typische mitgebracht. Zum Beispiel wir urteilen aufgrund des Aussehens, wie jemand aussieht von außen. Ich habe hier ein Bild mitgebracht. Du siehst ihn und denkst, das ist ein Terrorist. Du siehst immer eine Diva, eine Streberin, oder? Interessant ist, ich habe von einem Experiment gehört von Trampern. Die hat man unterschiedlich eingekleidet. Und wisst ihr, was geschehen ist? Diejenigen, je schicker die Tramper eingekleidet waren, umso größer war die Wahrscheinlichkeit, dass sie mitgenommen wurden. Schon interessant. Wir beurteilen Menschen nach dem Äußeren, nach ihrer Kleidung. Und wisst ihr, wir Christen verfangen uns leider auch sehr schnell darin. Manche Menschen kommen in den Gottesdienst, um ihre Augen zu schließen und Jesus zu sehen. Andere kommen, um alle anderen zu beäugen und zu beurteilen. Ein anderes Beispiel ist, wir beurteilen Menschen aufgrund ihrer Herkunft oder ihrer Nationalität. Mir gefällt dieses Bild.
Wisst ihr weshalb? Es zeigt einfach die Vielfalt Gottes. Gott liebt Farben. Und übrigens, die weiße Farbe ist in der Minderheit in dieser Welt. Einfach, dass das wieder mal gesagt ist. Gott liebt Farben, Gott liebt Vielfalt. Oder wir haben Vorurteile aufgrund des Alters. Das ist auch so ein Problem. Du bist zu jung oder du bist zu alt, sind Vorurteile. Oder wir haben Vorurteile aufgrund der Leistung oder der Stellung im Leben. Wenn du Doktor sowieso und sowieso bist, dann schauen wir zu dir hoch und andere, auf die schauen wir herunter. Oder noch ein letztes Bild, ein Bild, eines der häufigsten Gründe für Vorurteile, reich und arm. Wir beurteilen Menschen nach ihrem wirtschaftlichen Status. Wir neigen dazu, denen, die reich sind oder mehr verdienen, zu schmeicheln. Denn es könnte ja auch etwas für uns dabei herausschauen. Und verachten diejenigen, die arm sind, sehr, sehr schnell. Und wisst ihr, das ist genau die Situation, die Jakobus hier im Kapitel 2 aufgreift. Er hätte irgendeine andere Situation nehmen können. Jede Situation, jede Art von Bevorzugung ist verkehrt, ist falsch. In den Versen 2 bis 4 haben wir das gelesen. Da kommen zwei fremde Männer in den Gottesdienst. Wir wissen, dass sie fremd sind. Wisst ihr weshalb? Sie wussten nicht, wo sie sich hinsetzen sollen. Und da ist dieser eine Mann, der trieft nur so von Reichtum. Es heißt, er trug teure Kleider, wahrscheinlich Designerkleidung. Er war wahrscheinlich an der Bahnhofstraße, hat sich dort mit Versace, Gucci, Armani, wie sie alle heißen, eingekleidet. Und es heißt auch, dass er kostbaren Schmuck trug. Im griechischen Urtext heißt das goldene Finger. Im Neuen Testament, da konnte man sich goldene Ringe, konnte man sich mieten, um zeigen, wie wohlhabend man ist. Und wisst ihr, das Interessante ist, Jakobus kritisiert diesen Mann nicht dafür, dass er reich ist. Er sagt nicht, dass es falsch ist, reich zu sein, aber er kritisiert die Gläubigen, und wisst ihr, dieser Brief ist an Gläubige geschrieben. Er kritisiert sie dafür, dass sie ihn bevorzugen und ihm besondere Aufmerksamkeit schenken. Denn da ist auch noch dieser andere Mann von Armut betroffen. Er ist mittellos, hat Löcher in den Jeans und hat nicht dafür bezahlt. Er hatte keine Schuhe an, seine Haare waren ungepflegt und wahrscheinlich roch er auch nicht gerade so angenehm. Ja, die Person im Begrüßungsteam, die hat jetzt ein Dilemma, wo soll ich die beiden hinsetzen? Und wir sehen in dieser Geschichte, die Person führt dann den reichen Mann nach vorne, wahrscheinlich hat es dort Ledersessel oder ja, wir wollen, dass sie sich wohlfühlen, dass alle sehen, dass sie hier sind. Und zum Penner sagt sie dann, da drüben in der Ecke kannst du stehen oder dich auf den Boden setzen. Im Griechischen, das Wort dort ist, unter meinem Fußschemel. Das ist so die ultimative Erniedrigung. Er behandelte ihn rücksichtslos und war diesem Mann gegenüber voller Vorurteile. Nun, was ist das Problem mit Vorurteilen? Ich möchte zwei Dinge aus diesem Text heraus erwähnen. Zuerst, Vorurteile sind lieblos. Wir haben gelesen im Vers 8, wirklich gut handelt ihr, wenn ihr dem königlichen Gebot unseres Herrn gehorcht, wie es in der Schrift steht, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Warum wird es das königliche Gebot genannt? Weil es das höchste Gebot ist, weil in diesem Gebot alle anderen Gebote erfüllt sind. Wir lesen in Galater 5,14, das ganze Gesetz ist in einem Satz zusammengefasst. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Dieses Gebot muss all unsere Beziehungen bestimmen können. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn wir Menschen bevorzugen,
ihnen gegenüber Vorurteile haben, dann missachten wir das königliche Gebot, dann handeln wir lieblos. Wisst ihr, Jesus sagte in Johannes 15,12, und so lautet mein Gebot, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Wie hat Jesus uns geliebt? Wie liebt er uns? Bedingungslos. Egal, ob du reich oder arm bist, egal, ob du jung oder alt bist, egal, ob du gut aussiehst oder weniger gut, egal, ob du gebildet bist oder ungebildet, egal, woher du kommst, egal, welche Hautfarbe du hast, er liebt uns bedingungslos. Er liebt uns vollständig und ohne Ende. Und das heißt, genauso sollen wir Menschen lieben, bedingungslos, egal wo sie herkommen, egal wo sie im Leben stehen, vollständig und ohne Ende. Wisst ihr, ich habe festgestellt, es fällt uns Menschen so viel leichter, über andere zu urteilen, als sie bedingungslos zu lieben. Stimmt's? Deshalb, das Problem der Vorurteile beginnt mit einem Mangel an Liebe. Das ist das erste Problem. Das zweite, Vorurteile sind eine ernstzunehmende Sünde, denn sie verstoßen gegen das Gesetz Gottes. Wisst ihr, wir leben in einer Welt, die verehrt und bevorzugt die Erfolgreichen, die Schönen, die Starken und verachtet die Armen. In dieser Welt leben wir. Und eine solche Unterscheidung ist nicht nur lieblos, sondern ist auch eine Sünde. Menschen unterschiedlich zu behandeln, ist nicht irgend so eine kleine Übertretung oder eine Bagatelle, über die Gott mit einem Augenzwinkern hinwegsehen würde. Seht, Jakobus sagt in Vers 9 so deutlich, wenn ihr aber einen Menschen bevorzugt, werdet ihr schuldig, denn ihr missachtet dieses Gesetz, dieses königliche Gesetz. Vorurteile sind nicht ein Problem von Aussehen oder vom Alter oder von der Hautfarbe. Vorurteile sind Sünde. Es ist eine Sünde, über die die Bibel sagt, dass wir alle eines Tages vor Gott Rechenschaft ablegen müssen. Alle. Wie viele sind alle? Alle. Römer 14,10. Warum verurteilst du einen anderen? Warum siehst du auf einen anderen Bruder herab? Wir alle werden einmal vor dem Richterstuhl Gottes stehen. Sind wir uns dessen bewusst, dass wir einmal vor Gott Rechenschaft ablegen müssen, wie wir andere behandelt haben? Nun, die große Frage heute Morgen ist, wie können wir frei werden von Vorurteilen? Wie können wir sie aus unserem Leben verbannen? Wie können wir sie überwinden? Und weißt du, ich möchte dir gleich sagen, aus eigener Kraft schaffst du das nicht. Du kannst dich noch so anstrengen. Wisst ihr, Christ zu sein, ist so viel mehr als einfach zu sagen, ja, ich glaube an Jesus und ich versuche jetzt möglichst viele Regeln der Bibel einzuhalten. Das ist Religion. Aber Gott hat uns in eine Beziehung mit ihm gerufen. Und damit wir wirklich frei werden können von Vorurteilen, braucht es zwei Dinge. Das erste ist, wir brauchen eine Offenbarung von Jesus, dem Herrn der Herrlichkeit. Was ich jetzt hier sagen werde, das ist so etwas Wichtiges. Jakobus sagt nicht einfach, als Gläubige dürft ihr keine Vorurteile mehr haben, sondern er zeigt uns auch, wie das möglich ist. Im Vers 1, ich möchte das noch einmal mit euch lesen, weil da finden wir das Entscheidende. Er sagt, liebe Geschwister, wie könnt ihr behaupten, an Jesus Christus, den Herrn der Herrlichkeit zu glauben? Unser Glaube muss in Verbindung mit Jesus, dem Herrn der Herrlichkeit, sein. Aber was heißt das jetzt? Jesus hatte alle Herrlichkeit, als er beim Vater im Himmel war. Er hat diese Herrlichkeit verlassen, um zu uns auf diese Erde zu kommen.
Er lebte sündlos auf dieser Erde und deshalb konnte er die Herrlichkeit Gottes hier auf Erden offenbaren. Er konnte die Herrlichkeit Gottes sichtbar machen. Wir lesen, hat selber gesagt in Johannes 17,4, ich habe hier auf der Erde deine Herrlichkeit sichtbar gemacht. In Jesus können wir die Herrlichkeit Gottes sehen. Was ist die Herrlichkeit Gottes? Es ist das ganze Gewicht seiner Größe, seiner Pracht, seiner Schönheit, seines Glanzes, seiner Majestät, seiner Erhabenheit, seiner Einzigartigkeit, seiner Vollkommenheit, seiner Exzellenz. Und wisst ihr, das ist so eine mickrige Beschreibung von Gottes Herrlichkeit, weil es gibt keine Sprache in dieser Welt, die die Herrlichkeit Gottes adäquat ausdrücken könnte. Und meine Frage an uns heute Morgen, sind wir dieser Herrlichkeit von Jesus, dem Herrn der Herrlichkeit, schon begegnet? Es ist so ein großer Unterschied, ob du einfach an Jesus glaubst und dann weiterlebst wie bisher. Oder ob dein Glaube in Verbindung mit Jesus, dem Herrn der Herrlichkeit steht. Die Bibel drückt das so deutlich aus in 2. Korinther 3,18. Wir alle aber, steht da, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel. Wenn das geschieht, wenn wir die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, dann geschieht das Entscheidende. Im 2. Teil dieses Verses heißt es, dann werden wir verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Dann wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir Jesus ähnlich werden. Ihm, der niemals Vorurteile hat. Seht, wenn wir Jesus, dem Herrn der Herrlichkeit, begegnen, dann können wir nicht mehr dieselben bleiben. Dann werden wir von innen nach außen verwandeln. Wir werden nicht nur verwandeln, sondern wir werden auch befähigt. Nicht aus eigener Kraft, keine Vorurteile mehr zu haben. Weil wir durch die Sicht, wer Jesus ist, seine Herrlichkeit, eine neue Sicht bekommen, dass wir Menschen sehen können, wie er sie sieht. Wir bekommen ein neues Denken. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns tagtäglich Zeit nehmen, um in diesen Spiegel der Herrlichkeit des Herrn zu schauen. Und wenn das geschieht, wisst ihr, dann haben wir nur noch einen Wunsch. Das ist Gott zu ehren, ihn zu verherrlichen. Nicht nur im Gottesdienst. Das ist wichtig, dass wir das tun. Das ist so wunderschön, wenn wir es zusammen tun können. Aber dass wir das im Alltag erleben. Und dass dieser Wunsch, Gott zu verherrlichen, auch für unsere Beziehung Gültigkeit hat. In unserem Verhalten anderen Menschen gegenüber, dass wir dafür leben, ihn zu ehren, ihn zu verherrlichen. Die Bibel nennt das auch Leben in der Ehrfurcht vor Gott. Das ist so interessant, in Sprüche 16, Vers 6, da lesen wir, wer Ehrfurcht vor dem Herrn hat, der meidet das Böse. Vorurteile sind böse, sind lieblos, sind Sünde. Aber wenn wir Gott ehren wollen, wenn wir ihn sehen, dann meiden wir das Böse. Nun, das Zweite, was geschehen muss, damit wir frei werden von Vorurteilen, ist, indem wir barmherzig werden. Im Vers 13 haben wir gelesen, denn es wird keine Barmherzigkeit für den geben, der anderen gegenüber nicht barmherzig war. Wer aber barmherzig war, wird auch vor dem Gericht Gottes bestehen. Was heißt es, barmherzig zu sein? Es bedeutet, Menschen so anzunehmen, wie Christus uns angenommen hat. Wir lesen in Römer 15, 7, nehmt einander an,
so wie Christus euch angenommen hat. Auf diese Weise wird Gott geehrt. Echte Liebe begegnet dem Menschen mit Barmherzigkeit. Echte Liebe gibt den Menschen, was sie brauchen, nicht, was sie verdient haben. Und wisst ihr, was wir alle brauchen? Jeden Tag neu. Barmherzigkeit. Wir brauchen Barmherzigkeit. Ich denke da an die Frau, die Ehebruch begangen hat und zu Jesus gebracht wurde. Nach dem Gesetz hätte sie gesteinigt werden sollen. Aber Jesus, er hat sie angenommen als Sünderin. Aber das heißt nicht, dass er ihre Sünde gut hieß. Und wisst ihr, da haben wir ein Problem. Wir haben Angst, Menschen so anzunehmen, wie sie sind, weil wir denken, dass wir damit ihren Lebensstil oder ihre Sünde gutheißen. Aber Annahme und Gutheißung sind zwei völlig verschiedene Dinge und die dürfen wir nicht verwechseln oder vermischen. Jesus war da sehr klar. Als niemand einen Stein geworfen hat, da sagte er zu ihr, auch ich verurteile dich nicht. Aber das war nicht das Letzte, was er sagte, sondern dann sagte er noch, geh, aber sündige von jetzt an nicht mehr. Ich möchte nochmals zur Mutter zurückkommen mit den 3 Kindern. Wir haben diese Szene beobachtet im Einkaufszentrum, aber wenn wir ehrlich sind, wir wissen nichts über diese Mutter, aber Gott kennt sie. Gott weiß jeden Detail von ihrem Leben, so wie er jedes Detail von deinem Leben kennt. Gott weiß zum Beispiel, dass sie von ihrer eigenen Mutter verlassen wurde, als sie 2-jährig war. Gott weiß auch, dass sie bei ihrem Vater aufgewachsen ist, der sie missbraucht hat. Gott weiß auch, dass sie jetzt eine alleinerziehende Mutter ist mit 3 Kindern, an 2 Arbeitsstellen hat, um über die Runden zu kommen. Und dass sie dann jeweils einen riesigen Kampf hat, bis sie alle Kinder im Auto hat, bis alle angegurtet sind, um dann mit dem wenigen Geld, das ihr zur Verfügung steht, die Lebensmittel einkaufen kann, die sie sich leisten kann. Gott weiß das alles und er achtet sie. Gott nimmt sie an, aber wir ärgern uns über sie, wir verurteilen sie. Aber wie anders würde es aussehen, wenn wir bereit wären, die Zeit uns nehmen würden, um die Situation, symbolisch gesprochen, zu gehen und diese Mutter kennenzulernen. Wisst ihr, was dann passieren würde? Dann würde der Level unserer Barmherzigkeit emporschnellen und unser Urteil würde abnehmen. Und ich bin sicher, viele von uns würden mit ihr zur Kasse gehen und für die Lebensmittel bezahlen und würden sie gleich auch ins nächste Flourish-Treffen einladen. Am Dienstag ist es wieder soweit. Oder in die Kleingruppe oder in den Gottesdienst. Weil wir wissen, echte Hilfe bekommen wir nur durch die Liebe Gottes. Denn wie schnell haben wir Vorurteile anderen Menschen gegenüber? Wie anders würde es aussehen, wenn wir tagtäglich in diesen Spiegel von Jesus, dem Herrn der Herrlichkeit, schauen würden, verändert würden und zur Ehre Gottes leben würden. Ich möchte zum Abschluss kommen. Dich fragen, in welchen Spiegel schaust du? Schaust du in den Spiegel der Welt? Suchst du Dinge wie Ruhm, Erfolg, Freizeit, Reichtum, Stellung, Status? Oder siehst du im Spiegel immer nur dich und deine Bedürfnisse und was Gott für dich tun soll? Er soll endlich meine Bedürfnisse stillen. Oder siehst du tagtäglich in den Spiegel von Gottes Wort, wo die Herrlichkeit Gottes offenbar wird, wo wir Gottes Herrlichkeit erkennen können und verwandelt werden können, immer mehr in sein Bild. In welchen Spiegel schaust du? Ich weiß nicht, was der Heilige Geist heute zu dir gesprochen hat, aber ich bin sicher, dass er dir
Dinge gezeigt hat, wisst ihr, der Vorbereitung auf diese Predigt. Da musste ich einiges Male mich im Spiegel betrachten und sehen, wie viele Vorurteile bei mir vorhanden sind. Ich habe Gott um Vergebung gebeten. Und wenn das der Fall ist bei dir, wenn du merkst, ich habe Vorurteile anderen Menschen gegenüber, bitte Gott um Vergebung. Er vergibt gerne. Aber vielleicht bist du auch hier und du sagst, ich spüre dieses Verlangen, ich möchte Jesus noch ganz anders kennenlernen. Ich möchte von dieser Herrlichkeit Gottes erfasst und verändert werden. Ich möchte ihn sehen, wie in einem Spiegel. Ich brauche Veränderung, damit ich Menschen so lieben kann, wie Jesus sie liebt. Bedingungslos, vollständig, ohne Ende. Das ist eine riesige Herausforderung, aber wir wollen uns jetzt einfach Zeit nehmen, um Gott eine Antwort zu geben. Während die Musik leise spielt, sage Gott, was in deinem Leben sich verändern soll. Bitte ihn, dir zu helfen, dass wir Menschen sein können wie Jesus, der ohne Vorurteile lebte. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du jetzt da bist. Nicht nur jetzt, schon den ganzen Morgen. Danke für dein Reden. Herr, hilf uns, dir zu antworten, umzukehren, wo wir lieblos waren, wo wir gesündigt haben. Herr, hilf uns, mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anzuschauen, wie in einem Spiegel. Und verändert zu werden in dein Bild. Herr, das soll unser Wunsch sein für jeden Tag, damit wir dich repräsentieren können in dieser Welt, damit du geehrt wirst. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für die Veränderung, die jetzt geschehen darf. In unseren Herzen, in unseren Gedanken.